Bonsoir à tous et à toutes. Guten Abend allen. Nous allons continuer ce soir avec un thème complémentaire, la suite d'hier. Wir werden heute mit dem Thema Weiterfolge von gestern weiterfahren. Et nous avons vu hier de quelle manière ce système qui nous est décrit dans Daniel chapitre 7 et dans Apocalypse chapitre 13 Und wir werden sehen, wie das System von Daniel 7 und Offenbarung 13 sich entwickelt. Donc à quel système cela correspondait? An welchem System ist das gleich? Et pendant combien de temps ce système a persécuté le peuple de Dieu? Und während wie langer Zeit das System hat das Volk Gottes verfolgt? Et nous allons voir ce soir une deuxième bête qui nous est décrite. Und heute Abend werden wir sehen, das zweite Tier, das uns beschrieben wird. Et cette deuxième bête Und das zweite Tier nous est décrit dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. ist uns beschrieben in Offenbarung 13. Nous avons vu qu'il y a une première bête qui monte de la mer. Wir sehen, als das erste Tier vom Meer aufsteigt. Cette bête va monter, elle, non pas de la mer, mais de la terre. Aber das zweite Tier wird nicht aus dem Meer aufsteigen, sondern aus der Erde. Et à un moment donné, ces deux bêtes vont devenir amies. Und wenn sie aufsteigen, werden sie Freunde werden, die zwei Tiere. Le 11 novembre 2007, Der 11. November 2007 vous avez ici la photo de cet événement. haben wir hier ein Foto von dem Event. Steve Woolberg, Steve Woolberg, qui est pasteur, der ist Prediger, a été invité par le Pentagone. ist eingeladen vom Pentagon. Et ce qu'il a présenté ce jour-là au Pentagone, Was der Abend am Pentagon präsentiert hat, c'est ce que je vais vous présenter ce soir. will in euch heute präsentieren. Quelle est la deuxième bête d'Apocalypse 13? Was ist das zweite Tier von Offenbarung 13? Nous avons la réponse dans le titre. Wir haben die Antwort im Titel. Les États-Unis dans la prophétie. Die USA in den Prophezeiungen. Et Steve Woolberg a présenté ce thème-là devant l'armée américaine. Der Steve Woolberg hat das vorgetragen vor der Armee von Amerika. Tout d'abord, il est important de comprendre Allererstens ist zu wissen, als man verstehen que Apocalypse 13 et Daniel 7 sont reliés. Also Offenbarung 13 und Daniel 7 sind zusammengeknüpft. C'est ce que nous avons vu hier. Also das haben wir gestern gesehen. Et nous avons vu cette première bête Und wir haben das erste Tier gesehen. qui est la résultante, la combinaison Und das erste Tier ist die Zusammenfassung von allem. des royaumes que nous pouvons trouver dans Daniel au chapitre 7. Von diesen Reich, Zusammenfassung von diesen Reich von Daniel 7. Il y a tout d'abord le lion, Es ist zuerst der Löwe, l'ours, der Bär, le léopard der Leopard et la bête terrible. und das furchterregende Tier. Tout cela nous pouvons trouver dans Daniel chapitre 7. Das alles können wir finden in Daniel 7. Et donc, il est intéressant de comprendre Und es ist interessant zu verstehen, que les commentateurs ont bien compris qui était ce système und die Kommentatoren, die das haben beschrieben haben, gewusst, wer das System ist. et ses empires. Und die Königreich. Nous avons ici un commentateur catholique Da haben wir einen Kommentar von einem katholischen Journalist. Jean a voulu présenter cet animal Johannes wollte das Tier zeigen. comme l'héritier des 4 animaux décrits dans Daniel. Das Tier hat die Erbschaft übernommen von den 4 vorgängigen Tieren, wo alles zusammen ist. Il réunit les caractéristiques des 4 bêtes de Daniel. Es hat den Charakter, das Tier, von den 4 Tieren von Daniel. Voilà, donc les commentateurs sont d'accord pour reconnaître cela. Die Kommentatoren sind einverstanden mit dieser Meinung. Sie sind alle einig in dem. Et lorsque l'on met en parallèle ces deux passages, Und wenn man die parallel tun, Offenbarung 13 und Daniel 7, on nous parle du léopard, de l'ours
du lion et du dragon. Redet man von dem Leopard, vom Bär, vom Löwe und vom Drachen. Dans Apocalypse 13. Offenbarung 13. Et dans Daniel 7, on retrouve ces mêmes systèmes. Offenbarung 13 und Daniel 7 findet man das gleiche System. Et on nous dit également que, en Apocalypse 13, Und das ist uns gesagt in Offenbarung 13. je vis monter de la mer Und ich sehe vom Meer aufsteigen une bête qui avait 10 cornes. ein Tier, das 10 Hörner hatte. Et dans la prophétie biblique, nous savons qu'une bête, c'est égal à un royaume. Und wir wissen, in der Prophetie ist ein Tier gleich einem Königreich. Et dans Daniel 7, on nous parle également de ces 10 cornes, de ces 10 rois. Und in Daniel 7 redet man auch von diesen 10 Hörnern und von diesen 10 Königen. Donc on retrouve les mêmes caractéristiques. Wir finden den gleichen Charakter von diesen Tieren. Dans Apocalypse 13, Offenbarung 13 on nous dit que cette bête sagt uns, dass das Tier avec des paroles arrogantes. Das Tier tut arrogant reden, lästerlich. Et nous retrouvons la même expression dans Daniel chapitre 7. Wir finden das gleiche in Daniel 7. Donc on voit bien que c'est le même système. Wir sehen, das ist genau das gleiche System. Également, Gleichlich, dans Apocalypse 13, Offenbarung 13, on nous dit que ce système va faire la guerre aux saints. sagt uns Offenbarung 13, dass das System Krieg wird führen gegen die Heiligen. C'est ce que nous retrouvons au verset 21 de Daniel. Und das finden wir auch in Daniel 7. De faire la guerre aux saints. Krieg führen gegen die Heiligen. On nous dit également que ce système on va lui donner le pouvoir de persécuter le peuple de Dieu. Das Tier wird die Macht bekommen, die Christen zu verfolgen. Pendant 42 mois, Während 42 Monate. et ce qui correspond à, nous l'avons vu hier, un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Gleich ist mit Einzeit, Zweizeit und der halben Zeit. Mais il y a un élément qui est important, Aber es ist ein Element, das wichtig ist. cela concerne l'époque de la naissance de la deuxième bête. Es ist wichtig, dass man weiss, dass das die Geburt vom zweiten Tier ist. Et donc nous avons vu hier Wir haben gestern gesehen, que la deuxième bête dass das zweite Tier, arrive au pouvoir wenn es an die Macht kommt, lorsque la première reçoit sa blessure mortelle. wo das erste Tier die tödliche Wunde überkommt. Les deux arrivent en même temps. Beide kommen in der gleichen Zeit. Et il est d'ailleurs intéressant de voir qu'en Apocalypse 13, verset 10, Es ist interessant, als Offenbarung 13, Vers 10, concernant cette bête qui a persécuté le peuple de Dieu, redet man von dem Tier, das das Volk Gottes verfolgt. on nous dit si quelqu'un mène en captivité, Heisst, wenn jemand anderes in Gefangenschaft führt, il ira en captivité. geht er auch in Gefangenschaft. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce système-là. Und das ist genau passiert mit dem System. Puisque nous avons vu que 1260 années après avoir persécuté le peuple de Dieu, Wir haben gesehen, nach 1260 Jahren, nachdem das System das Volk Gottes verfolgt, ce système a reçu une blessure mortelle hat das System eine tödliche Wunde bekommen. en 1798, 1798. 1260 années après avoir démarré. 1260 Jahre nachdem, wo es angefangen hat. Et on nous dit, et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Und ich habe gesehen, eins von diesen Köpfen, als es eine tödliche Wunde hatte. Et c'est ce qui s'est passé. Und das ist passiert. Nous avons ici un commentateur Wir haben hier einen Kommentator, qui a vécu justement en 1798 der gerade in dieser Epoche gelebt, 1798, et qui, lorsqu'il a vu ces événements, wo er die Sachen hat gesehen, savait que, eh bien, cette année-là allait arriver la blessure auprès de ce système. hat genau gewusst, dass das System die tödliche Wunde erhalten wird. Et nous avons vu également Und wir haben auch gesehen, que, eh bien, pendant plus d'1 an, il n'y a plus personne à Rome, au Vatican. und während einem Jahr ist kein mehr Papst auf den Thron gekommen. Et que l'un des premiers discours que va faire le pape Und eine von der ersten Reden, die der Papst wird halten, va être de dire justement, wird sagen, nous avons eu une blessure mortelle, wir haben die tödliche Wunde erhalten. confirmant ainsi la prophétie. So tut er die Prophezeiungen bestätigen.
Et John Wesley, qui est le fondateur de l'église méthodiste, Der John Wesley, der der Gründer ist von der Methodistenkirche, qui a étudié l'Apocalypse, der hat auch die Offenbarung studiert, eh bien, déclare en 1754, hat gesagt, an 1754, la deuxième bête d'Apocalypse das zweite Tier von Offenbarung n'est pas encore venue, ist noch nicht gekommen, mais elle ne va pas tarder. aber es wird nicht lang gehen und dann wird es kommen. Et il dit car elle apparaît à la fin des 42 mois de la première bête. Aber es wird erscheinen nach diesen 42 Monaten. Donc Wesley a bien compris la relation qu'il y a Der Wesley hat genau verstanden, was für eine Verbindung da ist. entre l'arrivée de la deuxième bête Zwischen dem Kommen von dem zweiten Tier et la fin des 42 mois de persécution. und das Ende von den 42 Monaten von der Verfolgung der Gläubigen. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Und das ist genau passiert. Donc nous savons maintenant que cette deuxième bête va naître aux alentours de la fin des années 1700. Also wir sehen, dass das zweite Tier die Jahrwende von 1700 geboren wird. Alors maintenant, d'où va-t-elle naître? Von wo wird das geboren? Parce que nous avons vu que la première bête, Wir haben gesehen, das erste Tier eh bien, est sortie ist hervorgekommen, du milieu de l'Empire romain ist aus dem römischen Reich hervorgekommen. pour ensuite régner pendant 1260 années. Nachher zu regieren 1260 Jahre. Donc, en Apocalypse 13, In Offenbarung 13 au verset 11, und Vers 11 nous lisons lesen wir. « Puis je vis monter de la terre Und nachher habe ich gesehen, von der Erde aufsteigen. une autre bête Ein anderes Tier, qui avait deux cornes, das hat zwei Hörner gehabt. semblable à celle d'un agneau, Ähnlich wie ein Lamm, mais qui parlait comme un dragon. aber geredet hat es wie ein Drache. Et lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, Und wenn wir schauen in das Wort Gottes, nous voyons que justement le dragon, wir sehen hauptsächlich, der Drache eh bien, correspond à Satan. ist Satan. Et on nous dit justement, au verset 16 d'Apocalypse 12, Vers 16, Offenbarung 12. que la terre va secourir la femme. Als die Erde wird in der Frau zu Hilfe kommen. Et on nous dit que la première bête, elle sort non pas de la terre, mais des eaux. Das zweite Tier, das erste Tier kommt nicht aus der Erde, sondern aus dem Wasser. Et on nous dit que les eaux, ce sont des peuples. Und in der Bibel ist Wasser als Völker, als Symbol, Völker. Donc si la première bête sort d'un endroit qui est très peuplé, Also wenn das erste Tier aus einem Ort kommt, der sehr bevölkert ist, cela veut dire que la deuxième, eh bien, va naître d'un endroit qui, lui, est peu peuplé. das heisst, dass das zweite Tier aus einem Ort rauskommt, der wenig bevölkert ist. Et on voit l'opposition entre les deux. Man sieht die Opposition zu diesen zwei. Je vis monter de la mer, Ich sehe eins vom Meer raufkommen, première bête, das erste Tier, et la deuxième, je vis monter de la terre. und ich sehe das zweite von der Erde aufkommen. Et donc je confirme cela avec Apocalypse 17, verset 15, Ich tue das bestätigen mit Offenbarung 17, Vers 15. où on nous dit que les eaux que tu as vues, Und dort wird uns gesagt, das Wasser, das du gesehen hast, sur lesquelles la prostituée est assise, auf dem Wasser, wo die Prostituierten hocken, sont des peuples sind Völker. et une multitude. Und viele Völker, Nationen. Donc la mer, eh bien, ça représente les eaux. Das Meer bevölkert Les eaux, le bassin. Wasser. Et donc ça représente les peuples. Und das repräsentiert Völker. Donc si le nouvel empire monte de la terre, Das neue Reich kommt, wenn das von der Erde aufsteigt, eh bien ce royaume va surgir du désert. wird es aus der Wüste hervorkommen. Forcément là où il y a peu de monde. Da, wo es wenig Leute hat, wenig Bevölkerung. Et donc qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire? Was wird in der Geschichte passieren? La terre va secourir la femme. Die Erde wird in der Frau zu Hilfe kommen. Et la femme, c'est le symbole de l'Église, Die Frau ist Symbol von der Gemeinde, de ces chrétiens qui ont été persécutés. von den Christen, die verfolgt worden sind. Et ils vont trouver un refuge Und sie werden einen Unterschlupf finden, alors qu'ils sont persécutés en Europe. Also, dass sie in Europa verfolgt sind, werden sie hier einen Unterschlupf finden. Et contrairement à la première bête, Und das Gegenteil vom ersten Tier, où nous avons des royaumes, wo wir Königreich haben, eh bien ce royaume, ce système, pardon, ne comporte pas de diadème. Donc ce n'est pas une monarchie. und dann sieht man, dass das zweite System nicht eine Monarchie ist, wie das erste. Voilà. Et donc on nous dit que
cette deuxième bête va monter de la terre. Und es wird uns gezeigt, das zweite Tier kommt von der Erde rauf. Et le terme grec qui est employé, le mot grec, Und das griechische Wort, das ist hier benutzt, c'est anabenon, Anabenon, ce qui veut dire croître ou germer comme une plante. das wird heissen, es wird wachsen und wachsen wie eine Pflanze, aufsprießen wie eine Pflanze. Donc on a une croissance qui se fait peu à peu. Es hat ein Wachstum, das sich vorzu macht, langsam. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on voit les historiens qui nous parlent de la fondation des États-Unis, Und wenn man liest die Geschichte der Historiker, die reden über die USA, ils disent sag jetzt, l'histoire des États-Unis die Geschichte der USA fut séparée par une providence bienfaisante ist geteilt worden von, et est comme une semence silencieuse. ist wie eine langsame Pflanze, die wächst. Nous grandîmes jusqu'à devenir un empire. Die wächst und wächst, bis es ein Königreich ist. Et nous avons la même expression qui est employée que dans Apocalypse. Und wir haben den gleichen Ausdruck wie in Offenbarung 13. On nous dit que ce système avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Und es ist geschrieben, dass das System zwei Hörner hatte, wenn es ist Comme un agneau. wie ein Lamm. Et donc l'agneau est mentionné dans le Nouveau Testament 29 fois. Das Lamm ist 29 Mal im Neuen Testament niedergeschrieben. Et c'est un symbole dans l'Apocalypse qui est utilisé pour représenter Jésus. Und das ist ein Symbol, das in der Offenbarung dargestellt ist für Jesus Christus. Et on nous dit également que les cornes, cela représente le pouvoir. Und die Hörner, die es hat, tut versinnbilden die Macht, die es hat. Donc ce système, il a deux cornes, Das System hat zwei Hörner. ce qui dénote un pouvoir qui est proche du Christ. Das zeigt, dass das die Macht eine Macht ist, die nahe bei Christus ist. Donc une nation chrétienne. Also eine christliche Nation. Et donc comme les cornes n'ont pas de couronne, Wenn die zwei Hörner nicht Krone haben, donc ce n'est pas une monarchie avec un roi, es ist nicht eine Monarchie mit einem König, et les deux cornes montrent la séparation des pouvoirs. und die zwei Hörner zeigen, dass es getrennt ist. Die zwei Mächte sind getrennt. Donc le premier principe, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Das erste Zeichen ist, dass das System ist Kirche und Staat trennt. Le deuxième principe, c'est la liberté religieuse. Das zweite Prinzip ist religiöse Freiheit. Et ces deux principes ont été écrits dans la Constitution des États-Unis. Und da die zwei Freiheiten, Religionsfreiheit, sind eingeschrieben in der Verfassung der USA. Et les historiens écrivent Die Historiker schreiben, que lorsqu'on regarde l'histoire des États-Unis, wenn man die Geschichte der USA anschaut, cette histoire tient du prodige, die Geschichte d'un miracle. es geht aus einem Wunder raus, die Geschichte von Amerika. Alors ici vous avez le... Alors ce qui est très intéressant de voir, c'est que le symbole pendant longtemps des États-Unis, Es ist interessant zu schauen, das Symbol von Amerika war lange Zeit gewesen. eh bien ça a été l'aigle. Es war der Adler gewesen. Et il y a quelques années, on a changé Und vor ein paar Jahren hat man es gewechselt pour justement choisir comme nouvel emblème le bison. und man hat ein neues Wappen gewählt und das ist der Büffel. Donc ça c'est le président Obama qui a changé le symbole des États-Unis. Der Präsident Obama hat das Symbol geändert. Et donc quand on voit le bison, on se dit mais c'est vrai qu'il est très proche de cette bête que Jean voit à la fin des temps. Wenn man den Büffel anschaut, kann man sehen, dass das Tier ganz ähnlich ist, wie Johannes in seiner Vision hat gesehen. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un groupe de croyants qui étaient persécutés en Europe. Das ist eine Gruppe von Gläubigen, die verfolgt waren in Europa. Qui a décidé eh bien, de monter dans le fameux bateau Mayflower Wo sind in das famöse Schiff eingestiegen, Flower, et qui en décembre 1620 und im Dezember 1620 eh bien, sont arrivés aux États-Unis. sind auf Amerika gekommen. Et donc, pour remercier Dieu, eh bien, ils ont prié. Für Gott zu danken haben sie gebetet. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces premiers chrétiens Es ist interessant, die ersten Christen avaient de très bonnes relations avec les Indiens. haben sehr gute Relationen gehabt mit den Indianern.
ce n'est que les autres colons qui venant après Nachher, wo die anderen Kolonien sind auf Amerika gekommen, ont voulu détruire les Indiens. haben die wollen die Indianer vernichten. Mais les premiers chrétiens eh bien, avaient de très très bons rapports avec les Indiens. Aber die ersten Amerikaner haben ganz gute Verbindungen, Christen haben ganz gute Verbindungen mit denen gehabt. Et les États-Unis vont devenir un lieu de refuge Und Amerika wird kommen, ein Ort von der Zuflucht pour tous ceux qui étaient persécutés en Europe. für alle, die sind in Europa verfolgt worden. Et donc, en 1798, An 1798 cette nation est déjà en train d'émerger, ist die Nation schon am Aufsprießen, puisqu'elle signe son accord d'indépendance en 1776. Sie hat an 1776 ihre Unabhängigkeit unterschrieben. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'à l'époque, Es ist interessant zu sehen, als in dieser Zeit, c'est que le Vatican a condamné la déclaration d'indépendance der Vatikan hat das verurteilt, die Unabhängigkeitserklärung. en disant que c'était une atrocité. Zum Sagen, der Vatikan hat gesagt, das ist ein Gräuel. Et a appelé la Constitution américaine eh bien, un document satanique. Und er hat gesagt, dass die Konstitution von Amerika satanischer Ursprung ist. Donc c'est là où on voit déjà, je dirais, la compréhension du Vatican par rapport aux États-Unis, parce que eh bien, ces chrétiens leur échappent. Da sieht man schon, wie der Vatikan gegenüber die war, gegenüber die Gläubigen, die sind geflohen auf Amerika. Et vous avez un homme qui est très connu à l'époque, Und da haben wir einen Mann, der sehr bekannt war in seiner Zeit, il s'appelle Charles Chiniki, Charles Chiniki. il a été prêtre pendant 40 ans, Er war Prediger während 40 Jahren. et plus il va étudier la Bible, Er hat immer mehr Bibel studiert, il va quitter Rome. wird er Rom verloren. Et un livre a été écrit sur sa biographie, sur son histoire. Ein Buch ist geschrieben worden auf seine Biografie, auf seine Geschichte. Je ne sais pas si vous l'avez en allemand, mais si vous l'avez, je vous encourage à le lire, c'est magnifique. Ich weiß nicht, ob ihr es auf Deutsch habt, aber wenn ihr es habt, könnt das lesen, ich tue euch das empfehlen. Et c'est devenu un ami très proche d'Abraham Lincoln, Und das ist ein sehr enger Freund geworden von Abraham Lincoln, président des États-Unis. Präsident von Amerika. Et qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il connaît bien Rome, il était dans Rome. Was sagt er? Er kennt Rom sehr gut, er ist Rom gewesen. Il dit que Rome vit tout de suite que l'existence même des États-Unis Er sagt, dass Rom hat sofort gesehen, als die Existenz von Amerika constituait une menace pour sa propre existence. tut eine Gefahr darstellen für seine eigene Existenz. Et il dit que la liberté de conscience est mise en avant par les États-Unis. Und er sagt, die Freiheit vom Gewissen ist an höchster Stelle angestellt worden von den USA. Et que c'est un principe sacré. Und das ist ein heiliges Prinzip. Mais il dit que cette même liberté Aber er sagt, die gleiche Freiheit est déclarée par tous les papes ist von allen Päpsten comme la chose la plus diabolique. ist von allen Päpsten erklärt worden als das Teuflischste, das Satanischste. Et d'ailleurs, nous avons des déclarations du pape à l'époque Und wir haben auch Erklärungen vom Papst von dieser Zeit, qui déclarent que ce sont des hérésies que de dire es ist Häresie zu sagen, que l'homme peut, je dirais, adhérer à n'importe quelle religion. es ist eine Häresie, als der Mensch ist gleich welcher Religion angehören darf. Et c'est une hérésie d'avoir une séparation de l'Église et de l'État. Es ist eine Häresie, als der Kirche und der Staat getrennt sind. Et on voit bien que dès le départ, Rome essaye de briser cette séparation entre l'Église et l'État. Und man sieht, vom Anfang an hat er das abeinanderbrechen, die Verbindung zwischen Kirche und Staat. Et il y a un événement qui se déroule en Europe, Und das ist momentan, non, à l'époque, dann zumal ist jetzt ein Ereignis gegeben. c'est que les jésuites vont être dissous, c'est-à-dire qu'ils vont disparaître Als dann zumal die Jesuiten werden verschwinden. en 1773. An 1773. Mais ils vont être réintroduits en 1814. Aber sie werden wieder eingesetzt an 1814. Et donc Abraham Lincoln, qui est président des États-Unis, Abraham Lincoln, der dann zumal Präsident war von den USA, va dire sagt,
je vois un nuage noir planer sur l'avenir de l'Amérique. Ich sehe eine schwarze Wolke, die über Amerika wird gehen. Et ce nuage vient de Rome. Und die Wolke kommt von Rom. Et ce nuage, ce sont précisément les jésuites. Und die Wolken sind die Jesuiten, die nach Amerika sind gegangen. Nous avons même John Adams John qui Adams. a écrit à Thomas Jefferson. Hat Thomas Jefferson geschrieben. Tous deux ont été présidents des États-Unis. Beide sind Präsidenten von Amerika gewesen. Et qui lui dit en 1816, Wo ihm sagt, 1816, donc 2 ans après la réintroduction des jésuites, 2 Jahre nachdem die Jesuiten auf Amerika sind, il dit « Je ne suis pas très heureux de la renaissance des jésuites ich bin nicht zufrieden, als die Jesuiten wieder auferstehen. » Et il va même jusqu'à dire « Certains d'entre eux va venir se présenter Sagt sogar, einige von ihnen werden sich vor mich stellen. sous davantage de déguisements, donc en se cachant, Sie werden sich präsentieren unter verschiedenen versteckten Symbolen. en se faisant passer pour des imprimeurs, Sie werden sich ausgeben für Drucker, des écrivains, des maîtres d'école. Schreiber, Schullehrer. Et il met si jamais une organisation a mérité une condamnation éternelle, Sagt, wenn eine Organisation hat, die ewige Verdammnis hat bekommen, eh bien ce sont bien les jésuites. wären das die Jesuiten gewesen. Et donc, en 1835, 1835, Samuel Morse, Samuel Morse, alors il est connu parce que c'est lui qui a inventé le télégraphe. ist bekannt, weil das Telegraph hat erfunden. Eh bien, il décrit les jésuites comme faisant peser une grave menace sur les États-Unis. Tut sagen, als die Jesuiten ein schwerwiegende Volk werden sie für Amerika. Et il dit, et si les Américains ont besoin qu'on leur dise qui ils sont, Wenn die Amerikaner müssen wissen, als man ihnen sagt, wer sie sind, eh bien qu'on les informe immédiatement. dass man sie sofort informiert. Et il met c'est une société secrète Es ist eine Geheimorganisation avec des caractéristiques odieuses. und mit ganz bösen Charaktereigenschaften. Et donc il a écrit tout un article Und er hat einen Artikel geschrieben, viele Artikel, où il décrit les dangers imminents qu'ont les États-Unis à cause de ces jésuites. Er schreibt einen Artikel, wo er ihm schreibt, dass Amerika wird viele Probleme haben wegen der Jesuiten. Et donc pour montrer eh bien, combien les États-Unis sont importants pour le Vatican, An dem sieht man, wie wichtig ist Amerika für den Vatikan. on a découvert il y a quelques mois, Wir haben vor Monaten entdeckt, bon, ça fait 2 ans exactement, es macht 2 Jahre jetzt, mais les recherches continuent toujours, und aber wir tun immer wieder weitersuchen. on a découvert les restes des os, des ossements des premiers colons. Hat man gefunden Knochen und Gebiss von den ersten Kolonien. Donc les premiers Européens qui ont mis le pied sur les Die États-Unis. ersten Europäer, die haben die Füße auf Amerika getan. Et donc ce qui est incroyable, Es ist etwas Unglaubliches. c'est qu'en ouvrant les tombes de ces personnes, Wo man hat die Gräber aufgetan von diesen Personen, on a trouvé que l'un d'entre eux, ici vous avez, hat man gefunden, dass einer unter diesen Gräbern eh bien parmi, dans la tombe, am Grab innen il y avait des reliques catholiques. hat es Reliquien, katholische Reliquien gehabt, am Grab innen. Et ce qui a amené à la conclusion Und das hat uns eine Schlussfolgerung gegeben. que il s'est fait passer pour un pasteur Er hat sich als Prediger ausgegeben, et c'était un agent catholique. aber es war ein katholischer Agent gewesen. Donc vous voyez combien il était important pour eux d'être présents tout de suite. Aber versteht man da, als es wichtig war, als sie sind gerade vor Ort waren. Et pourquoi? Wieso? Parce que pour le Vatican, Für den Vatikan, comme ce sont les catholiques qui les premiers ont mis le pied sur le sol américain, wo die Ersten waren, die den Fuß auf amerikanischen Boden tun. tous les États-Unis leur appartiennent. Ganz Amerika gehört ihnen. Incroyable. Unglaublich. Voilà, et donc il y a aujourd'hui une menace sur les États-Unis. Heute haben wir eine Bedrohung auf Amerika. Dans les années 1920, In den Jahren 1920
eh bien, il y a eu un article écrit par un évêque ist ein Artikel von einem Bischof geschrieben worden. en disant que nous, de l'Église catholique, Wir von der katholischen Kirche, nous attendons wir erwarten, eh bien, qu'un président catholique als ein katholischer Präsident puisse permettre de mettre en application eh bien, ce que les papes ont écrit. als wir können ins Gesetz umsetzen, was katholische Päpste haben geschrieben. Et y mettre des lois doivent être conçues Und Gesetze werden gemacht, pour que les athées, als die Atheisten, les protestants, Protestanten, socialistes Sozialisten soient chassés des États-Unis. aus Amerika verbannt werden. Alors, ils n'ont pas pu le faire de cette façon-là. Sie haben das nicht auf die Manier können machen. Et ce qui est intéressant de voir, on l'a vu hier, de quelle façon en 1984, Es ist interessant, wie sie es 1984 doch erreicht haben. eh bien, le président américain Reagan Der Präsident, dann zumal der Reagan et Jean-Paul II und Johannes Paul II, ont ensemble signé un accord haben zusammen ein Papier unterschrieben, pour détruire le communisme. den Kommunismus zu vernichten. Et nous avons vu hier, de manière très claire, Und wir haben gestern gesehen, ganz klar, que pour les catholiques, für die Katholiken, 3 puissances dirigeaient le monde. 3 Mächte haben die Welt beherrscht. Le communisme, Der Kommunismus, les États-Unis Amerika et le Vatican. und der Vatikan. Mais les deux derniers ensemble Aber die zwei letzteren zusammen ont détruit le communisme. haben den Kommunismus vernichtet. Et on oublie que cette guerre n'est pas finie. Und wir vergessen, dass der Krieg nicht fertig ist. Il reste les États-Unis Es bleibt Amerika et le Vatican. und der Vatikan. Et vous voyez, on ne parle pas de la Chine. Wir reden nicht von China. Et en 1984 précisément, Und 1984, les États-Unis et le Vatican Amerika und der Vatikan ont créé des liens diplomatiques après 117 années. haben die diplomatische Verbindungen gelegt nach 117 Jahren. Et vous avez cet auteur jésuite, Und wir haben den Schriftsteller, den jesuitischen Schriftsteller, Malachi Martin, Malachi Martin, qui déclare que la nouvelle société ne pouvant être le capitalisme, als die neue Gesellschaft nicht kann sein, der Kapitalismus, les États-Unis se trouveraient être le point de mire des jésuites. als die Amerika werden das Zentrum der Jesuiten. Dès le début du conflit, Seit dem Anfang des Konflikts les jésuites américains ont élaboré un projet jésuitique national haben die Jesuiten in Amerika ein Projekt aufgezogen. de direction pour contrôler le pays. Also sie können nachher das Land Pour contrôler le pays. kontrollieren, das Land kontrollieren. Voilà. Et il nous dit, Und das wird uns gesagt, les jésuites voulaient modifier la structure fondamentale de l'Amérique. die Jesuiten wollen die Struktur, die fundamentale Struktur von Amerika ändern. Et quelle est cette structure? Und was ist die Struktur? Ces deux principes que nous avons vus au début. 2 Prinzipien, die wir ganz am Anfang haben gesehen. Séparation de l'Église et de l'État Teilung von Kirche und Staat et liberté de religion. und Freiheit von der Religion. Et c'est ce qui est exactement en train de se passer aujourd'hui aux États-Unis. Und das ist genau das, was heute momentan passiert in Amerika. Et donc cette deuxième bête, Das zweite Tier, on nous dit que, eh bien, elle va exercer toute l'autorité de la première. das zweite Tier wird alle Macht ausüben vom ersten Tier. Et elle va faire que tous les habitants, Und das wird machen, dass alle Menschen eh bien, adorent la première bête, das erste Tier anbeten werden, dont la blessure a été guérie. wo die tödliche Wunde heil worden ist. Et nous avons vu hier Und wir haben gestern gesehen, que la guérison de cette blessure die Heilung von dieser Wunde a commencé hat angefangen, après 1929. hat nach 1929 wieder angefangen. Puisqu'en 1929, Weil an 1929 Mussolini a redonné au Vatican, à Rome, der Mussolini hat in Rom wieder, der Mussolini hat im Papsttum wieder sein Gebiet zurückgegeben. eh bien, un pouvoir temporel. Ein zeitliches Regenten. Et on nous dit que cette deuxième bête Und sagt, das zweite Tier va faire une image de la wird ein Bild machen vom ersten Tier. et elle va opérer de grands prodiges. Und es wird grosse Wunder machen.
Donc, il est donc important de savoir ce qui est en train de se mettre en place. Also ist es interessant, was momentan gemacht wird. Et pour que cette deuxième bête Also das zweite Tier, réalise cette prophétie vis-à-vis de la première, also das zweite Tier realisiert die Prophetie vom ersten Tier, eh bien, il faut qu'il y ait des changements aux États-Unis. muss es Veränderungen geben in Amerika. Cela implique un changement vis-à-vis de la manière dont on perçoit l'Église catholique, Es muss eine Veränderung geben, wenn man die katholische Kirche in Amerika aufnimmt. et cela implique aussi un changement, comme on vient de le dire, dans la constitution des États-Unis. Dann muss es auch eine Änderung geben in der Grundgesetz, in der Verfassung. Donc, on doit s'attendre Dann muss man sich auf etwas gefasst machen, à ce qu'il y ait, eh bien, à ce que le principe de séparation de l'Église et de l'État disparaisse. als Kirche und Staat getrennt sind. Das wird verschwinden. Et Thomas Jefferson a déclaré: Thomas Jefferson, un mur doit séparer l'Église et l'État. eine Mauer muss die Kirche und den Staat trennen. Ce mur a aujourd'hui été complètement brisé. Die Mauer ist komplett niedergeschlagen worden. Et vous avez ce personnage politique aux États-Unis, Der Politiker in Amerika, ancien élève des Jésuites, er war auch ein Lehrling von den Jesuiten, Ralph Reed, Ralph Reed. qui dit que l'avenir de la politique aux États-Unis Die Zukunft von der Politik in Amerika repose sur la force qui grandit des évangéliques gründet auf die Kraft von den Evangelikalen et de leurs alliés catholiques. mit der Verbindung von den Katholiken. Et il dit si les deux s'unissent, Wenn die zwei sich zusammentun werden, ils peuvent déterminer le résultat de chaque élection. dann können sie jede Wahl beeinflussen. Et pour la première fois de l'histoire, Und das erste Mal in der Geschichte c'est ce qui s'est passé avec Donald Trump, ist das passiert mit Donald Trump. qui a été élu grâce aux évangéliques et grâce aux catholiques. Ist gewählt worden durch die Evangelikalen und Katholiken. Et vous avez cette vidéo qui, alors je ne sais pas si certains la connaissent, Ich weiß nicht, ob ihr schon das Video gesehen, où vous avez tous les hommes d'église wo man alle Führer von der christlichen Gemeinden sieht, qui imposent les mains sur Donald Trump. die durch die Hände auflegen auf Donald Trump. Dans la Bible, on parle de l'imposition des mains. In der Bibel redet man von Hände auflegen. Mais je peux vous dire, avant que quelqu'un m'impose les mains, Aber bevor ich mir jemand die Hand auflege, je cherche à savoir qui c'est. will ich wissen, wer das ist. Parce que c'est un acte tellement important Weil das ist so ein wichtiger Akt, qu'on peut se mettre dans des sacrés problèmes si on ne sait pas qui le fait. dass man sich in ganz schwierige Probleme tun kann, wenn man nicht weiss, wer das ist. Et donc, vous avez des articles de journaux Man sieht Zeitungsartikel, qui ont déclaré que Trump avait été élu grâce aux chrétiens. als der Trump gewählt ist worden wegen der christlichen Parteien, Évangéliques et catholiques. Evangelikale und Katholiken. Et donc, d'ailleurs, toute l'équipe de campagne de Trump, Die ganze Gruppe, die kampagnische Gruppe von Trump, on retrouve ces chrétiens-là. sind christliche Vertreter. Et vous avez un article qui a été écrit en 2006 Und wir haben einen Artikel geschrieben im 2006 et qui pose la question: und wo die Frage stellt, est-ce qu'il faut revenir sur la séparation de l'Église et de l'État? muss man zurückkommen auf die Trennung von Kirche und Staat? Et en disant que certains, à l'époque, voulaient remettre ce principe en question. Wo ein Haufen hat sich die Frage gestellt, muss man das wieder trennen? Et personne jusqu'à présent n'avait réussi à le faire, heureusement. Und niemand ist bis jetzt bereit gewesen, das zu machen, ist nicht imstande gewesen, das zu machen. Et avant d'être élu, Donald Trump a dit: Und bevor der Trump gewählt worden ist, je veux redonner du pouvoir à l'Église. will ich Macht geben wieder in der Kirche. Donald Trump est un homme politique. Donald Trump ist ein Mann von der Politik. Donc oser dire cela, Hat das dürfen sagen? c'est s'ingérer dans les affaires religieuses. Sich integrieren in die religiösen Fragen. Or, aux États-Unis, on n'a pas le droit de le faire. In Amerika hat man nicht darf man das nicht machen. Vous voyez, on est en train de franchir la ligne rouge. Also, da sieht man ja, sie die rote Grenze überschreiten langsam.
Voilà, et Donald Trump a longtemps parlé de la séparation de l'Église et de l'État qu'il voulait briser totalement. Donald Trump hat lange geredet, dass die Zerteilung zwischen Kirche und Staat aufheben will. Et en 1954, An 1954 vous avez un amendement qui a été créé aux États-Unis, ist ein Gesetz rausgekommen. que l'on appelle l'amendement Johnson, Das Gesetz ist von Johnson. qui permet aux églises de ne pas payer certaines taxes, Also das sagt in den gewissen christlichen Kirchen, dass sie keine Taxen zahlen müssen. à la condition qu'elles ne s'ingèrent pas, qu'elles ne s'impliquent pas dans les affaires politiques. Aber sie müssen sich nicht in Gelegenheiten von der Politik einmischen. Et l'un des objectifs principaux de Donald Trump, Und das wichtigste Ereignis, das er will herbeiführen eh bien, a justement été de supprimer cet amendement Johnson er will das Gesetz von Johnson auf die Seite tun. pour que les prédicateurs, Als Prediger du haut de la chair, vom Podium oben puissent parler de la politique. können auch von der Politik reden. Et c'est ce que nous lisons dans ces articles au mois de février. Und da lesen wir einen Artikel vom Februar. Je vais me débarrasser de l'amendement Johnson, Ich will mich entledigen von dem Gesetz von Johnson. le détruire totalement Komplett auflösen. et permettre à nos représentants du culte Und meine Repräsentanten von der Kirche de parler librement et sans crainte de politique. reden ganz frei und ohne Angst vor Politik von der Kanzel her. Et ce qui est incroyable, c'est que certains ont même comparé Donald Trump à Cyrus. Ein Haufen hat Donald Trump mit dem Cyrus verglichen. Et nous avons vu le rôle qu'a joué Cyrus Und wir wissen die Rolle, die der Cyrus hat gespielt hat, dans la chute du royaume de Babylone. wo das babylonische Reich gefallen Où ist, 150 ans avant la destruction de Babylone, wo 150 Jahre vor der Vernichtung von Babylon, le nom de Cyrus est donné wo der Name von Cyrus gegeben ist worden, et Dieu dit que eh bien, Cyrus est son serviteur. als Cyrus sein Führer ist. Et on compare Donald Trump à Cyrus. Und wir vergleichen den Donald Trump mit dem Cyrus. Il ne connaît à peine la Bible. Kennt fast nicht die Bibel. C'est à peine s'il prie. À peine s'il prie. Ah ja, ob der noch betet, ist auch eine Frage. Il ne connaît quasiment rien de Dieu. Kennt fast nichts von Gott. Et on va l'appeler Cyrus. Und wir wollen ihn Cyrus nennen. Ça ne marche pas. Das stimmt nicht, das wo irgendwo stimmt es nicht. Et le problème, c'est que non seulement cette bête Das Problem ist nicht nur das Tier, va essayer de faire une image de la première bête, will ein Bild dem ersten Tier machen. et donc le principe que nous avions eu en Europe pendant le Moyen-Âge, Das Prinzip, das wir hatten im Mittelalter in Europa, c'est que l'Église dominait. als Kirche hat die Vorherrschaft gehabt. Et nous avons vu que ça a engendré 50 à 60 millions de morts. Und wir haben gesehen, dass es 50 bis 60 Millionen Tote hat gegeben. Et lorsqu'on nous dit que ce système veut essayer de faire une image, Und wenn man sieht, dass das System ein Bild will machen, eh bien nous voyons au verset 15 d'Apocalypse 13 und man sieht im Vers 15 von Offenbarung 13, que tous ceux qui ne veulent pas adorer cette image alle, die das Tier nicht anbeten wollen, vont être tués. werden getötet werden. Et on nous dit au verset 16 Und es wird uns gesagt im Vers que 16, cette deuxième bête et cette première bête ensemble dass das erste und das zweite Tier zusammen vont faire que tous, petits et grands, wird machen als klein und gross, riches et pauvres, reich und arm, libres et esclaves, freie und Sklaven, vont recevoir une marque werden das Zeichen bekommen. et que personne ne pourra acheter Niemand kann kaufen, sans avoir cette marque. niemand kann kaufen, ohne das Zeichen zu haben. Et nous y sommes presque. Wir sind fast in dieser Zeit angelangt. C'est ce que nous verrons demain. Wir werden das morgen sehen. Et nous avons lu également que de la bouche du dragon, Wir haben ja gesehen, vom Maul von dem Drachen, donc nous savons que c'est Satan, wir wissen, dass das Satan ist. de la bête, Von dem Tier c'est la première bête, ist das erste Tier. donc nous parlons de Rome, Wir reden klar von Rom. et de la bouche du faux prophète, c'est la deuxième bête, Und vom Maul vom falschen Prophet ist das zweite Tier. des États-Unis, Von Amerika. donc nous avons les trois bêtes. Wir haben die drei Tiere. Qu'est-ce qu'il va se passer? Was wird passieren? Trois esprits impurs vont sortir de leur bouche semblables à des grenouilles. Drei unreine Geister werden aus diesen Mühlen rauskommen, ähnlich an Fröschen.
Et Jean nous dit, Und Johannes sagt uns, ce sont des esprits de démons es sind Geister der Teufel von Dämonen, qui font des prodiges die Wunder werden tun. et qui vont vers les rois de toute la terre Die gehen zu allen Königen von der Erde, afin de les rassembler. als man sie zusammen versammeln. Et vous voyez, on parle ici d'un gouvernement mondial pour rassembler les nations. Und da redet man von einer einheitlichen weltlichen Regierung. Mais sur quelle base? Auf welcher Basis? Et vous voyez comment aux États-Unis on a complètement changé de perception. Also da sieht man, in Amerika alles komplett geändert hat. Où eh bien, les gens avant pensaient que ce système correspondait à l'Antichrist. Früher in Amerika hat man gedacht, das System ist der Antichrist. Et les pasteurs maintenant perçoivent le pape comme un frère en Christ. Aber heute empfangen sie ihn in Amerika als einen, als unseren Brüder. Et nous avons il y a un complet changement dans la perception qu'ont les Américains. Es hat eine komplette Veränderung in ihrem Denken in Amerika. Et on a pensé à un moment donné que le pape et Donald Trump eh bien, ne s'entendaient pas trop. Am Anfang hat man gemeint, dass Donald Trump und der Papst sich nicht werden verstehen. Et écoutez bien, alors qu'on se dit, mais Donald Trump, on ne peut pas s'entendre avec lui. Aber wir denken, mit dem Donald Trump kann man sich nicht verstehen. Regardez bien ce journal. Lese gut den Zeitungsartikel. Les États-Unis sont aujourd'hui, Amerika ist heute avec Trump, mit dem Trump l'un des alliés principaux de l'Église catholique. einer von den nächsten Verbündeten von der katholischen Kirche. Pas de problème. Kein Problem. Et donc, vous avez les diplomates les plus élevés du Vatican Wir haben die höchsten Diplomaten vom Vatikan, qui souhaitent à Trump die Trump wünschen. eh bien, le meilleur pour son Das administration. Beste für seine Regierung. Également cet article du Huffington Post, nous l'avons vu hier, Auch der Artikel, den wir gestern gesehen von der Zeitschrift. où nous voyons que le but principal du Vatican, Das hauptsächliche Ziel vom Vatikan ist, du pape François, vom Papst Franziskus, c'est de devenir président du monde. Präsident von der Welt zu werden. Il n'y a pas d'ambiguïté. Es ist nicht unmissverständlich, er will das werden. Vous avez ce journal catholique Also eine Zeitschrift, eine katholische qui Zeitschrift. dit que la mission du pape, c'est d'unir le monde. Die Mission vom Papsttum ist, die Welt zu vereinigen. Et nous avons vu d'ailleurs, par rapport à ce que disait ce jésuite, Malachi Martin, Und man weiss, was der Malachi Martin geschrieben hat. que nous soyons pour ou contre, Ob man für oder gegen ist. nous n'avons pas le choix. Wir haben keine Wahl. Soit nous rentrons dans le système, Entweder gehen wir in das System rein, soit nous allons être broyés. oder werden wir verfolgt. Mais nous allons voir qu'il y a des solutions. Aber wir werden sehen, dass es Lösungen gibt. C'est ce que nous verrons demain. Wir werden das morgen oben sehen. Et donc, Charles Spurgeon a écrit Der Charles Spurgeon hat geschrieben, toute unité qui n'est pas fondée sur la vérité alle Einheit, die ist nicht gegründet auf der Wahrheit, est plutôt une conspiration qu'une communauté. ist eher wie? Verschwörungstheorie. Ja, Verschwörungstheorie. Ja, als Einheit. Afin d'amener les États-Unis à former une image de la bête, Amerika wird ein Bild formen von dem Tier. le pouvoir religieux doit contrôler de telle manière le gouvernement civil Also die geistliche Macht wird die zivilische Ordnung besitzen. Ja, kontrollieren. que l'autorité de l'État Als die Autorität vom Staat, soit également utilisée par l'Église als die Kirche, die Religion über die Autorität vom Staat wird sein. pour parvenir à ses objectifs. Also er kann zu seinen Zielen kommen. Nous approchons à grands pas Wir mit grossen Schritten tun wir, vorwärts gehen, de ce moment. Auf das Ziel hin, auf den Moment hin. Quand les églises protestantes Wenn die protestantischen Kirchen, Gemeinschaften, vont s'unir avec le pouvoir civil, wenn sie sich vereinigen werden mit der zivilen Macht, pour aider une religion mensongère, eine lügenhafte Religion,
dont les ancêtres avaient subi les cruelles persécutions, wo ihre Vorfahren die schlimmsten Gräueltaten haben begangen, alors on assistera à une apostasie nationale werden wir etwas erleben, was wir noch nie haben erlebt auf dieser Welt. qui amènera une ruine nationale. Es wird eine nationale Bankrotterklärung werden. Alors la question qu'on peut se poser, Die Frage, die man sich stellen kann, est-ce que nous voulons refléter l'image de Christ ou l'image de la bête? wenn wir das Bild von Christus darstellen oder das Bild von dem Tier? Et nous allons voir de quelle manière cette pression, notamment sur un plan économique, va être de plus en plus forte. Und wir werden sehen, dass die Macht auf die Wirtschaft immer stärker wird Hand nehmen über die Wirtschaft. Voilà, nous avons vu eh bien, de quelle manière ce système se met en place Wir haben gesehen, wie sich das System positioniert. et de quelle manière également Trump, il y a quelques semaines seulement, Und auch der Trump vor ein paar Wochen a brisé l'amendement Johnson. hat das Gesetz von Johnson aufgelöst. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui empêche les églises Heute hat nichts mehr, was die Gemeinschaften hindert, de s'impliquer dans le domaine politique. Mitzureden in den politischen Fragen. Et nous avons vu en Europe, nous connaissons bien ce qui se passe lorsque les deux ensemble fonctionnent. Wir haben ja gut gesehen, wenn Kirche und Staat zusammen gut funktioniert, was passieren tut. Cela a donné lieu aux plus grandes persécutions. Es hat die grössten Christenverfolgungen gegeben. Et donc, nous allons célébrer dans quelques semaines, Und wir werden in paar Wochen feiern, le 31 octobre 2017, am 31. Oktober 2017, la commémoration des 500 ans de Luther. 500 Jahre Reformation von Luther. Et on peut lire dans cet article, Wir können in diesem Artikel lesen, les actions de Luther die Aktionen von Luther ont amené des événements qui ont conduit à la réforme. haben dazu geführt, dass die Reformation zustande ist worden. Et à la division du christianisme en deux courants, Und das Christentum in zwei Teile geteilt. l'église catholique et l'église Die protestante. katholische Kirche und die protestantische Kirche. Toutefois, ces dernières années, Aber auch wie die letzten Jahre haben wir les gesehen, catholiques et les luthériens und Katholiken und Lutheraner sont arrivés à un accord sur la justification par la foi. haben eine Übereinstimmung gefunden über die Rechtfertigung vom Glauben. L'une des principales sources de division Eines der Hauptsachen, die Teilung hat hervorgebracht. ainsi de nombreuses autres différences So viele andere Sachen, wo sie nicht einig waren. ne devraient plus constituer des facteurs de désaccord. Das ist nicht mehr das Problem. Man kann jetzt sich zusammentun und man kann einig sein zusammen. Donc on voit que eh bien, les courants protestants et l'église catholique sont en train également de se réunifier. Wir sehen, dass Protestanten und Katholiken sich vereinigen. Et malheureusement, Luther n'aurait jamais accepté de signer un tel accord avec les catholiques. Der Luther hat nie so etwas unterschrieben mit den Katholiken. Parce que rien n'a changé. Nichts hat geändert. Il y a toujours l'Eucharistie, Es hat immer die Eucharistie, il y a toujours les indulgences. es hat immer noch die falschen Lehren. Tous les points qui ont amené Luther à clouer les 95 thèses Die ganzen Punkte, die der Luther dazu getrieben hat, 95 Thesen an Wittenberg an die Türen hinzunageln, sont toujours là. sie sind immer noch da. Ah, on pourrait dire, heureusement, il n'y a plus les abus du clergé. Man kann sagen, glücklicherweise sind nicht mehr die Übergriffe, die Klerkschuss. Je dirais des membres de l'Église, Die Übergriffe auf Gemeindeglieder, dirigeants de l'Église. von den Führern von dieser Kirche. Mais il n'y a jamais eu autant de procès pour pédophilie que ces dernières années. Es hat noch nie so viele Prozesse gehabt, Gerichtsverfahren von Pädophilie wie die Zeit. De partout. Von überall. Des scandales financiers de partout. Skandal, finanzielle Skandal, überall. Qu'est-ce qui a changé? Was hat gewechselt? Le problème, c'est qu'on veut faire croire Aber das Problem ist, man will Glauben zu machen, que c'est en prenant un morceau de pain als wenn man nimmt ein Stück Brot, que cela va changer le cœur. als das Herz wird ändern. Or, la Bible nous dit que si nous ne nous repentons pas,
Aber die Bibel sagt, wenn wir nicht Buße tun, si nous ne comprenons pas que nous avons mal agi et que nous devons changer, wenn wir nicht verstehen, als die Bibel sagt, wenn wir schlecht haben gehandelt und wir müssen wechseln, umkehren, on peut rester tel qu'on est toute sa vie. man kann bleiben, wenn man will, das ganze Leben. Et donc quel impact a aujourd'hui le christianisme si on pense que finalement je peux rester tel que je suis toute ma vie? Was hat das Christentum für einen Wert, wenn ich kann bleiben, wenn ich will, wenn ich bin? Ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. Das ist nicht das, was die Bibel uns beschreibt. Et donc, également, un autre point, Und ein anderer Punkt ist, c'est ce que nous verrons après-demain, das werden wir übermorgen sehen, peu à peu, eh bien, cette Église a aussi changé le jour du repos. hat die Kirche auch den Ruhetag gewechselt. Il est donc important de nous réveiller. Es ist wichtig, dass wir aufwachen. Et Paul, dans 1 Thessaloniciens, Der Paulus am 1. Thessalonicher déclare, mais vous frères, aber sagt, aber ihr Brüder, vous n'êtes point dans les ténèbres, aber ihr seid nicht in der Finsternis, pour que ce jour vous surprenne, als der Tag euch überkommt, vous surprenne comme un voleur. als der euch überrascht wie ein Dieb. Donc Paul insiste pour dire Paulus tut beharren, que si nous lisons la parole de Dieu, wenn man die Bibel liest, si nous avons une relation intime avec Dieu, wenn man ein intimes Verhältnis hat mit Gott, eh bien nous n'avons pas à être surpris. werden wir nicht überrascht sein. Et d'ailleurs, Dieu dit Und Gott sagt, qu'il avertit ses serviteurs, les prophètes. tut seine Diener Propheten warnen. Donc Dieu ne fait rien sans cacher ses intentions. Gott macht nichts, ohne er sagt seinen Dienern. Dieu au contraire prévoit à l'avance toute chose Nein, Gott tut voraussagen, was kommt, pour que nous puissions nous préparer. als wir uns vorbereiten können. Et Paul continue, Und Paulus sagt, car vous êtes tous fils de la lumière. und ihr seid alle Kinder des Lichts. Nous ne sommes point de la nuit, Wir sind nicht von der Finsternis. ni des ténèbres. Nicht von, vom Licht, von der Finsternis. Ja. Ne dormons donc pas comme les autres, Wir schlafen nicht wie die anderen. mais veillons Wir wollen wach et sein soyons sobres. und nüchtern sein. Voilà les paroles que Paul adresse à nous, chrétiens de la fin des temps. Das sind die Worte, die Paulus an uns richtet, wir, die leben an der Endzeit. Paul nous avertit, Paulus warnt ne uns. dormons pas comme les autres. Wir sollen nicht schlafen Ça wie veut die dire que anderen. certains se sont peut-être endormis. Das heisst, dass vielleicht ein paar sind eingeschlafen. Certains ont peut-être pensé que finalement notre monde pouvait durer encore des centaines d'années. Ein Haufen meinen vielleicht, unsere Welt wird noch manches Jahrhundert dauern. Alors que nous avons vu qu'au niveau des signes du climat, par exemple, Wir haben ja gesehen, Zeichen vom Klima. les signes sont en train d'exploser. Als die jetzt sind am Explodieren. Les catastrophes sont de plus en plus fortes. Die Katastrophen werden immer mehr. Mais tout cela, c'est un élément. Aber das ist nur ein Element. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions eh bien, venir à lui, Gott will, dass wir zu ihm kommen. non pas par peur, Nicht durch Angst. mais parce que nous voulons connaître réellement Dieu. Weil wir Gott kennen wollen. Regenbogen. Gott Amen. ist mit uns. Amen. Amen. Et donc c'est important parce que Dieu veut faire une alliance comme cet arc-en-ciel. Gott will eine Verbindung, einen Bund mit uns machen, wie der Regenbogen jetzt. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois un arc-en-ciel, Es ist wahr, jedes Mal, wenn ich sehe einen ça donne un Regenbogen, peu des frissons gibt es ein bisschen Hühnerhaut. parce qu'on se dit Dieu veut de nouveau renouveler son alliance avec l'humanité. Gott will seinen Bund wieder erneuern mit der Menschheit. C'est ce que Dieu veut faire ce soir. Gott will das auch heute Abend machen. Il ne veut pas que nous puissions nous endormir, Gott will nicht, dass wir einschlafen, mais au contraire, aber im que Gegenteil, nous puissions veiller, aber als wir wachen tun, nous encourager les uns les autres uns ermutigen die einen die anderen. et comprendre que nous sommes à la veille d'événements incroyables. Als wir stehen vor wichtigen Ereignissen. Et comme nous l'avons vu face aux mêmes événements, Wir haben gesehen, gegenüber diesen Ereignissen, certaines personnes vont avoir peur, Teile Leute werden die Angst bekommen. mais d'autres au contraire vont lever leur tête Aber andere werden ihr das Haupt erheben, parce qu'ils savent que leur délivrance approche. weil sie wissen, ihre Befreiung naht. Quand Jésus est monté au ciel, Weil Jesus in den Himmel ist aufgefahren, il a déclaré « Je m'en vais hat er gesagt, ich gehe et je vais vous préparer une place. und ich werde euch einen Platz Et lorsque vorbereiten. je vous aurai préparé une place, Und wenn ich euch einen Platz je vorbereite, reviendrai so werde ich wiederkommen, pour vous chercher
euch zu holen, afin que là où je suis, vous soyez aussi. damit, wo ich bin, auch ihr werdet sein. Chers amis, cet événement va bientôt se dérouler. Liebe Freunde, das Ereignis wird bald kommen. Nous n'avons jamais été aussi proches Wir sind noch nie so nahe gewesen du retour de Jésus. vor der Wiederkunft von Christus. Les gens partout dans le monde se posent des questions. Die Menschen auf der ganzen Welt stellen sich Fragen. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde? Was passiert momentan auf dieser Welt? Est-ce que l'homme est devenu fou? Ist der Mensch verrückt worden? L'homme sans Dieu, Gott, der Mensch ohne Gott, et je dirais même plus, ich würde mehr noch l'homme sagen, dont le cœur n'a pas été brisé par Dieu, der Mensch, wo das Herz nicht gebrochen ist worden von Gott, ne sait pas où aller weiss nicht, wo hingehen. et essaye de bâtir sa confiance dans l'homme. Will sein Vertrauen in einen Mensch setzen. La seule solution pour vous et moi, Die einzige Lösung für euch und für mich, c'est de rechercher Dieu pendant qu'il est encore temps. als wir Gott suchen, solange es noch Zeit ist, C'est de se mettre à genoux als man sich aufs Knie tut et de prier Dieu et de lui demander, peut-être en criant, und auf die Knie geht und Gott bitten wird, auch wenn man muss vielleicht Gott bitten und lärmen. il y a peut-être, Seigneur, des choses que je ne comprends pas. Gott, es sind vielleicht Sachen, die ich nicht verstehe. Peut-être que dans ma vie, il y a des choses qui ne vont pas. Vielleicht in meinem Leben sind Sachen, die nicht gehen. Mais Seigneur, je te demande de toutes mes forces Aber lieber Gott, ich bitte dich von ganzem Herzen, de me libérer, für mich zu befreien. que tu puisses te manifester dans ma vie Als du dich zeigen kannst in meinem Leben et que tu puisses prendre les rênes de ma vie, Seigneur. und dass du kannst die Führung in meinem Leben übernehmen. Trop souvent, on a pu essayer de fonctionner par nous-mêmes. Viele Mal, wenn wir selber uns führen, On aime toujours tout contrôler wir wollen selber alles kontrollieren. et on ne supporte pas quand les autres interviennent dans notre vie. Und wir haben nicht gern, wenn andere in unser Leben eingreifen. Dieu ne force personne. Gott forciert niemand, zwingt niemand. Dieu veut prendre le contrôle de notre vie Gott will aber die Kontrolle von meinem Leben parce übernehmen. qu'il sait exactement ce qui est bien pour nous. Weiss genau, was gut ist für mich. Il sait exactement où nous devons aller. Weiss genau, wo wir hin müssen gehen. Peut-être que par rapport à notre travail, Vielleicht gegenüber unserer Arbeit. par rapport à des éléments personnels ou autres, Vielleicht persönliche Sachen oder andere Sachen. Dieu sait exactement ce que nous devons faire. Gott weiss haargenau, was wir machen müssen. L'horloge de l'humanité tourne de plus en plus vite. Die Uhr von der Menschheit geht immer schneller. Et quand Dieu interpelle l'homme dans la Bible, Und wenn Gott den Mensch ruft in der Bibel, il dit aujourd'hui, sagt heute, si tu entends ma voix, wenn du meine Stimme hörst, et n'attends pas demain, warte nicht bis auf morgen. on ne sait pas de quoi demain sera fait. Wir wissen nicht, was morgen ist. Aujourd'hui, Heute y a-t-il une personne ce soir qui aujourd'hui, eh bien, veut tout lâcher entre les mains de Dieu ist jemand heute Abend, der ganz sein Leben Gott will geben. et qui peut-être pendant toute sa vie a essayé par ses propres forces d'y arriver Vielleicht, wo hat sein ganzes Leben immer durch sich alles erreichen et qui se rend compte qu'à un moment donné ça ne joue pas. und wo bemerkt, dass es nicht geht. Y a-t-il une seule personne qui ce soir veut dire Seigneur, je veux que tu prennes le contrôle total de ma vie? Ist eine Person hinter da, die sagt, lieber Gott, nimm die Kontrolle komplett von meinem Leben. C'est la seule solution pour que nous puissions traverser ce qu'il y a devant nous. Das ist die einzige Möglichkeit, dass wir, was vor uns ist, können durchgehen. Das ist das Einzige. Et je dirais c'est la seule solution que, alors que des fois nous pouvons être sans espoir, Das ist die einzige Möglichkeit, weil manchmal sind wir ohne Hoffnung, le cœur tellement vide, das Herz so leer, pour que Dieu puisse mettre sa paix et sa joie, qu'il est le seul à pouvoir donner. als Gott seine Liebe und seine Freude uns kann ins Herz geben. Et cette paix et cette joie, Und die Freude und der Frieden, chers amis, cela vaut tout l'or du monde. liebe Freunde, ist das ganze Gold wert von dieser Combien Welt. de personnes aujourd'hui sont seules? Weil viele Menschen sind heute allein. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de crever par manque d'amour? Weil viele Leute sind heute, ja, Deutsch gesagt, am Verrecken von Mangel an Liebe. Alors que nous n'avons jamais été aussi connectés qu'aujourd'hui. Und heute sind wir doch so viel verbunden durch Nattel. Il n'y a jamais eu autant de moyens de Es communication. hat noch nie so viele Möglichkeiten von Verbindungen gegeben. Et pourtant, l'homme a le cœur tellement vide. Und doch sind die Leute und haben so ein leeres Herz. Dieu est le seul
Gott ist der Einzige, qui soit capable de remplir ce cœur. der das Herz füllen kann. Que nous puissions, en tout cas, je vous invite à vous lever, nous allons prier ensemble. Wir werden jetzt zusammen beten, ich bitte euch aufzustehen. Tendre Père, nous voulons te remercier Lieber Vater, wir wollen dir danken, parce que, au travers de toutes ces présentations, während diesen ganzen Abenden, wo wir jetzt haben, die Vorträge hatten, nous voyons que c'est toi qui as le contrôle total de notre monde, haben wir gesehen, dass du Kontrolle über die Welt hast. malgré tout ce que nous pouvons voir. Ist gleich, was wir hier auf dieser Welt jetzt sehen. Tu laisses l'homme totalement libre de ses choix. Du lässt den Menschen frei für seine Wahl. Et nous te demandons de permettre d'avoir le contrôle total de nos vies. Und wir wollen dir Kontrolle über dein Leben, über unser Leben übergeben. Peut-être que nous sommes égarés ou éloignés de toi. Vielleicht sind wir auf die Seite rausgegangen, wir sind sich entfernt von dir. Peut-être que nous ne t'avons jamais intégré dans notre vie. Vielleicht haben wir dich noch nie integriert in unserem Leben. Mais ce soir, Seigneur, Aber heute Abend, Heiland, nous te demandons de venir dans le cœur de chacun. wenn wir dich bitten, dass du möchtest heute Abend jedem ins Herz kommen, der da ist heute Abend. Afin que tu puisses nous envahir de ta paix et de ta joie. Als du kannst uns deine Liebe und deinen Frieden geben. Afin que nous puissions commencer à construire une relation solide avec toi. Dass wir können von heute eine Verbindung, eine lebendige Verbindung mit dir aufnehmen. Et que dans tout ce que nous entreprenions, Und alles, was wir machen wollen, nous puissions te voir laisser diriger nos vies. als du uns führen wirst. Il est temps de nous abandonner totalement Es ist Zeit, dass wir uns aufgeben et de laisser conduire toutes choses. und dass wir dich, unsere Führung übernehmen. Je voudrais te remettre chaque personne personnellement ici ce soir, Ich will dich jede Person einzeln hier übergeben dir, afin que tu puisses les ramener chez elle sains et sauves, als du sie kannst heimführen, gesund und munter. mais afin que par ta grâce, Aber deine Gnade, tu puisses permettre à chacun et chacune, dass du kannst jedem und jeder, eh bien, de te laisser venir dans leur vie. als sie ihre Herzen auftun und du in ihre Herzen kannst gehen, in ihr Leben. Combien de personnes ont des a priori te concernant? Wie viele Leute haben Vorurteile gegenüber dich? Mais Seigneur, Aber lieber Gott, je te prie pour que chaque personne aber ich bitte, als jede Person hier, puisse te laisser au moins une chance de voir ce que tu es capable de faire dans leur vie. als sie dir, jede Person hier, eine Chance gibt, dass sie kann sehen, was du bist imstande zu machen für sie. Parce qu'il n'y a aucune limite et aucune chose que tu ne puisses faire. Es hat keine Limite, es hat keine Grenzen, was du kannst für jeden Menschen machen. Alors merci déjà Seigneur pour tout ce que tu as fait Lieber Vater, wir danken dir schon jetzt et tout ce que tu vas faire Seigneur dans la vie de chacun. und was du noch wirst in jedem von unseren Leben machen. Que toute gloire te revienne. Die ganze Herrlichkeit gehört dir. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Amen.